Grüezi miteinander. Hallo zusammen. Schönen Abend wünsche ich euch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream. Wir haben schon lange keinen Livestream mehr gemacht auf YouTube. Also es war Sommer. Wir hatten Sommerferien. Vielleicht hat man auch weniger Lust, auf YouTube zu kommen, wenn es Sommer ist und tagelang sind. Aber jetzt fangen wir alle langsam wieder an zu arbeiten. Sagt doch Hallo, schreibt im Chat, wenn ihr da seid, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr möchtet antworten auf meine Fragen, dann könnt ihr im Chat mitschreiben. Hallo Olivia, ich sehe, Olivia ist schon da, eine treue Zuhörerin und Schweizerdeutschlernerin. Also, die anderen, ihr könnt auch, wenn ihr dazukommt, noch schön schreiben und mitteilen. Du hast auch Sommerferien gehabt, Olivia. Super. Also, ich hoffe, ihr seid alle gut erholt und habt Lust und Zeit, wieder ein bisschen Schweizerdeutsch zu lernen. Heute geht es in diesem Film um «Which one?» Also, welche, welche oder welches. Ja, es ist schon relativ spät. Vielleicht müssen die Ersten schon schlafen. Wenn sie morgen am Morgen früh aufstehen müssen, dann ist es schon langsam Zeit ins Bett, oder? Aber vielleicht sind sie noch fit für einen kurzen Livestream, für einen kurzen Chat mit mir. Dann könnt ihr gerne mitschreiben. Ich hoffe, Olivia, du bist noch nicht zu müde. Also, which one? Und morgen haben wir einen Livestream für unseren Montagabendkurs. Und dort geht es ein bisschen um das Thema Einladungen, das Thema zu Freunden gehen, miteinander essen. Es sind so Dialoge dazu. Und da haben wir ein bisschen Fragen zum Anfang. Zum Beispiel, welches Messer? Manchmal, wenn du an ein Fest gehst oder wenn du eine Einladung hast. Welches ist meine Lieblingsfarbe? Genau, für das kannst du welches auch brauchen. Was ist deine Lieblingsfarbe oder welche Farbe hast du am liebsten zum Beispiel? Ich habe es gerne farbig. Also ich finde es langweilig, wenn nur eine Farbe ist, sondern ich habe es gerne farbig. Ich weiss nicht, und du siehst, auf meinem T-Shirt ist es auch sehr farbig. Ja. Da hat es viele Blumen in verschiedenen Farben. Also, wenn du zum Beispiel da in einem Hotel bist und es ein Hochzeitsfest ist oder so und du hast ganz viel Besteck und dann fragst du, oh je, welches Messer soll ich jetzt nehmen für das? Ja, welche Farbe, genau, weil das ist die Farbe, dann sagst du, welche Farbe. Welches Messer? Es ist das Messer, dann sagst du, welches Messer. Welches Messer soll ich brauchen? Oder wenn du bei deinem Freund in der Küche bist oder bei der Freundin und du möchtest ein Messer, das gut schneidet, dann nachher kannst du einfach sagen, welches Messer kann ich nehmen, zum Tomaten schneiden? Ja, für Tomaten braucht es ein scharfes, ein gutes Messer. Welches Messer soll ich brauchen für Tomaten schneiden? Ja, oder für was? Welches Messer brauchst du zum Brot schneiden? Ja, es gibt ein Fleischmesser, ein Brotmesser und natürlich Messer beim Gedeck, ja, beim Besteck. Wenn man am Tisch ist, dann ist rechts das Messer und links die Gabel. Welcher Tauer? Wenn du zum Beispiel bei Freunden bist und du tischen, sie kochen und du helfen tischen, dann kannst du fragen, du kannst auch im Plural fragen, welche Tauer soll ich tischen? Suppentauer, grosse Tauer, kleine Tauerli? Welche Tauer soll ich tischen? Oder welchen Tauer möchtest du? Welches Auto willst du kaufen? Ja, ist richtig. Du kannst sagen, welches Auto gefällt dir am besten. Das zum Beispiel der Vivaro, der VW Caravella oder so. Wir haben so ein grosses Auto.
Oder vielleicht der Mercedes. Welches Auto gefällt dir am besten? Oder du kannst auch sagen, was für ein Auto möchtest du kaufen. Genau. Welchen Tower? Welchen Tower soll ich tischen? Oder welche Gabel? Zum Beispiel, man hat Gabel schon gebraucht und dann kannst du fragen, welche Gabel ist deine? Welches ist deine Gabel? Welche Gabel ist dir? Weil das ist die Gabel. Wenn du möchtest die Übersetzung von diesen Sätzchen, dann kannst du auf meine Homepage gehen, der Link ist unten für. Und dort kannst du schauen, wie das ist auf Englisch. Also da haben wir Englisch nicht übersetzt, du kannst auf meine Homepage schauen. Welche Uhr hast du gern? Ja, welche Uhr gefällt dir? Welche Uhr gefällt dir? Die von Philipp? Welche Uhr gefällt dir besser? Die von Philipp oder die von Adam oder die von Patrick? Welche Uhr gefällt dir besser? Zum Beispiel so eine Smartwatch oder so eine traditionelle Uhr, Swatch. Welche Uhr gefällt dir besser? Ja, weil das ist welche Uhr, weil es ist die Uhr. Genau. Also ihr könnt da auch eine App haben. Es gibt eine Schweizerdeutsch-App seit ein paar Monaten, wo ihr könnt Schweizerdeutsch lernen mit dieser App, mit ganz vielen verschiedenen Filmen von dem Montagabend-Kurs. Und jeden Montagabend haben wir auch neue Filme, neue Livestream, wo ihr könnt über die Applikation mitmachen könnt. Auf dem iPad oder auf dem iPhone. Im Moment gibt es nur für Apple Produkte so die App. Für andere Telefone müssen wir sie noch abändern. Ja. Welche Applikation ist die beste zum Schweizerdeutsch lernen, könnte man sagen. Und das ist die Schweizerdeutsch mit der Katrin. Swiss German with Catherine. Das ist die beste zum Schweizerdeutsch lernen, glaube ich. Oder kennst du eine bessere? Ja. Welche App ist deine Lieblings-App? Nicht deine Lieblings-App, weil es ist eine Applikation. Das ist feminin, Applikation. Alles mit Tion ist feminin. Motivation ist feminin und Applikation ist feminin. Und was gibt es noch? Habt ihr eine Idee mit Tion? Jetzt kommt mir gerade nicht mehr in den Sinn. Aber Wörter mit Tion sind feminin. Okay, also immer wenn man die Wörter braucht, dann kommen sie einem nicht in den Sinn. Also, welche Wörter haben noch Tion als Endung? Das könnte man auch fragen als eine Quizfrage. Also Motivation, Applikation haben wir und dann gibt es noch viele andere. Dissertation, auch feminin. Wenn du studieren und nachher musst du eine Dissertation schreiben. Ja. Gut. Dann nachher kannst du fragen, welches Glas? Es ist das Glas und dann welches Glas? Zum Beispiel, welches ist dein Glas? Das leere oder das volle? Welches ist dein Glas? Ich möchte dir nachschenken. Ich möchte dir noch ein bisschen einschenken. Welches ist dein Glas? Welches Glas hast du gebraucht? Ja, so kann man am Tisch hat man ganz viel Besteck, zum Beispiel eben Gabeln, Messer oder Löffel. Ja, welches Löffeli? Welchen Löffel oder was für einen Löffel brauchst du? Einen Suppenlöffel oder ein Teelöffel oder Kaffeelöffel? Welche Früchte hast du gern? Da könnte man plural fragen. Welche Früchte hast du gern? Oder feminin, es ist die Frucht, ja. Das ist auch, welche Frucht hast du lieber? Ein Apfel oder eine Beere? Oder eine Banane? Oder ein Pfirsich? Welche Frucht hast du lieber?
Ich weiss nicht. Olivia, welche Frucht hast du lieber? Welche Frucht hast du am liebsten? Ich habe sehr gerne Früchte. Ich esse. Ich habe, glaube ich, Krise am liebsten. Jetzt ist gerade Krise-Zeit, schon fast ein bisschen vorbei. Krise, die kleinen, runden, roten Früchte mit den Steinen drin, die man vom Baum pflückt. Ja. Oder ich auch sehr gerne Heubeere, so kleine blaue Beeren, die im Wald wachsen. Oder ich habe sehr gerne Erdbeere, die roten Aphrodisiak, also die man brauchen kann, dass der andere vielleicht dich gerne überkommt. Ja, die roten Beeren, die man schon früher aus Spanien, aber im Frühling immer bei uns wachsen, die roten Erdbeeren. Du hast gerne Bananen. Ja, Bananen sind sehr gut zum Smoothie machen auch. Welches Smoothie hast du am liebsten? Wie soll ich mich verhalten? Da gibt es noch andere Fragen. Wie soll ich mich verhalten, wenn du eingeladen bist an so einem gediegenen Hochzeit oder einem Fest mit der Firma oder mit dem Direktor oder mit dem Chef? Ja, dann musst du dich vielleicht ein bisschen anders verhalten. Oder vielleicht sind die in der Schweiz die Gewohnheiten ein bisschen anders als in deinem Land, wo du herkommst. Ja? Zum Beispiel ist es in der Schweiz gang und gäbe, oder in der Schweiz tut man häufig jedem Einzelnen die Hand schütteln, wenn du an ein Fest kommst oder so. Du hast sehr häufig einander die Hand geben, vielleicht 2 Küssli oder in der Westschweiz 3 Küssli zum Begrüßen. Ja, jetzt mit Corona tut man sich vielleicht weniger küssen. Ja, mit Corona, wie soll ich mich jetzt verhalten? Darfst du noch die Hand geben oder tust du nur so die Pfust geben? Wie soll ich mich verhalten? Was soll ich machen? Zum Beispiel kann ich noch jemanden umarmen? Kann ich ein Drückerli geben? Oder muss ich Distanz haben? Wie soll ich mich verhalten? Olivia, du kannst nicht fragen, welches Smoothie hast du am besten? Hast du am liebsten? Welches Smoothie hast du am liebsten von gern haben? Oder welches Smoothie ist am besten? Welches Smoothie ist das Beste? Das kannst du fragen. Ja? Dann musst du das Verb «sein» brauchen. Welches ist das Beste? Am besten ist das, was ganz frisch ist, zum Beispiel. Das Frischeste ist das Beste. Oder das mit Bananen und Erdbeeren und anderen Beeren. Das ist gut, das Smoothie. Okay. Wie soll ich mich verhalten am Tisch? Das ist vielleicht auch eine gute Frage. Oder zum Beispiel, dass du erst essen darfst, wenn alle einen guten gesagt haben. Ja, wenn wir alle am Tisch sind und alle zusammen können anfangen zu essen. Das ist doch in der Schweiz meistens so. Man fängt erst an zu essen, wenn alle am Tisch sind. Und wie ist das bei euch in dem Land, wo ihr herkommt? Ja? Oder man tut immer zuerst anstoßen, Prost machen, bevor man Alkohol trinken. Ja? Man tut immer zuerst warten, bis alle ein Glas haben, bis alle ein Bier haben, bis alle Wein haben, und dann tut man zusammen anstoßen. Und dann kann man erst trinken. Das ist hauptsächlich mit Alkohol so. Also, das ist manchmal noch eine gute Frage, wenn du jemanden hingehst, in eine andere Kultur. Und dann musst du fragen, wie soll ich mich in dieser Kultur verhalten? Was darf man machen und was darf man nicht machen?
Ja, anstoßen ist wichtig, Prost machen, genau. Aber es gibt Orte, andere Länder, wo man immer wieder Prost macht und immer wieder anstößt. Und in der Schweiz vielleicht weniger. Es gibt auch, dass man zweimal anstößt oder so pro Essen. Aber das ist nicht so gang und gäbe. Häufig tut man auch einfach einmal anstoßen. Am Anfang, wenn man anfängt zu trinken. Ja, was soll ich brauchen? Was soll ich brauchen zum Essen? Oder was soll ich brauchen zum Tischen? Was für Tauer? Welche Tauer? Welche Messer? Welche Gabeln? Es gibt zum Beispiel auch Fischmesser, ja, zum Fischessen. Oder es gibt kleine Messerli für Butter. Oder es gibt Fleischmesser, Messer, die ganz scharf sind zum Fleischessen. Je nachdem, wenn du im Restaurant bist, kommst du andere Messer über. Ja? Und dann musst du wissen, für was brauche ich welches Messer. Ja. Was soll ich brauchen? Was soll ich machen? Was soll ich brauchen für ein gutes Smoothie? Oder einfach, was brauche ich für ein gutes Smoothie? Ich bin nicht so gut im Smoothie machen. Ich nehme meistens ein Rezept dafür, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es gut, wenn man Bananen rein tut, Früchte rein tut, aber zum Beispiel auch Peterli oder Grünkohl oder anderes Gemüse. Avocado zum Beispiel ist auch sehr gut zum Smoothie machen. Ja. Was hast du gern in deinem Smoothie, Olivia? Machst du manchmal Smoothie? Was soll ich machen? Was soll ich machen zum Morgen? Soll ich eine Omelette machen oder ein Spiegelei oder Kaffee Comple, also Brot und Käse und Anke und Konfi mit einem Kaffee? Was soll ich machen, solltest du machen, um Schweizerdeutsch zu verbessern? Du fragst, was soll ich machen, um mein Schweizerdeutsch zu verbessern? Olivia, am besten ist anfangen reden mit den Leuten, die um dich herum sind. Wenn du die Chance hast, Radio hören, so viel wie möglich hören und so viel wie möglich lernen. Reden, üben, nachsagen, wie ein Papagei. Ja. Und dann natürlich auch vielleicht auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal Filme hören und wiederholen oder an meinem Kurs mitmachen oder die App herunterladen und jeden Tag ein bisschen etwas machen. Olivia, du machst Smoothie hauptsächlich mit Früchten, genau. Und du hörst viel Schweizerdeutsch. Du kannst während dem Smoothie machen Schweizer Radio hören, zum Beispiel. Oder Schweizer Musik, Mundartmusik kannst du auch hören. Wie soll ich mich verhalten? Das war schon einmal. Oh je, wie soll ich mich verhalten? Okay, das waren meine Fragen. Was möchtest du noch sagen? Welche Farbe hast du am liebsten? Du kannst vielleicht auch sagen, welche Farbe hast du am liebsten? Das haben wir gehabt. Wir haben darüber geredet, welches Essen hast du am liebsten? Das Essen. Welches Essen ist dein Lieblingsessen? Hörst du Mundartmusik? Welche Schweizer Musikgruppe gefällt dir am besten? Welcher Schweizer Sänger? Welche Sängerin hast du sehr gern? Welche Band gefällt dir? Ich habe zum Beispiel den Gustav sehr gern von Fribourg. Der singt Seislerdeutsch, aber auch Französisch. Oder der Stefan Eicher, der singt auch sehr schön. Oder Sandy, das ist eine Bernerin, die singt auch sehr gut. Also, es gibt viele gute Schweizer Musiker, die ganz gute Musik machen. Welche Musikgruppe hörst du?
Ja, du kannst auch fragen, welcher Supermarkt ist der beste in der Schweiz? Ja, ich gehe persönlich sehr gerne in die Migros. Irgendwie seit Kindheit gehen wir immer in die Migros. Die Migros ist auch am nächsten von dort, wo ich wohne. Genau, und der Gustav ist von Freiburg, genau, vom Kanton Freiburg. Und er hat in Freiburg die Schule gemacht und er ist in die gleiche Schule gegangen wie ich. Also ich habe ihn sogar ein bisschen gekannt, vom Gesehen her. Olivia, du hörst Polo Hofer, er hat auch viel Mundartrock gemacht. Oder Zina singt Walliserdeutsch. Sie ist auch eine gute Sängerin, so Rocksängerin. Und das Walliserdeutsch, was sie singt, ist noch recht gut verständlich. Also ihr könnt mal schauen, ob ihr Zina findet oder die anderen Musiker auf Internet, ob ihr sie auf YouTube hören könnt. Oder Playlists für Schweizer Musik, Mundartmusik. Olivia, ich habe in Freiburg ein Lehrerseminar gemacht. Früher hat es ein Lehrerseminar gegeben, das ist 5 Jahre lang gegangen. Und man hat Matura gemacht und eine Primarlehrerausbildung. Aber heute ist das ein Studium. Also heute muss man zuerst Matura machen und nachher Primarlehrer studieren. Aber ich habe noch Semi gemacht. Semi ist die Schule, ein Primarlehrerseminar, hat es geheissen. Genau. Und dann war ich Primarlehrerin. Und ich habe Klassen von 1 bis 6, von der 1. Klasse bis zur 6. Klasse, konnte ich unterrichten. Mit dem Diplom. Welche Schule in Freiburg? Genau, das war die Frage. Wenn du die Schule fertig hast, wenn du aus der Sek kommst oder so, dann musst du dich fragen, welche Schule möchte ich gerne machen? Welche Schule ist die beste für mich? Oder welches Studium soll ich wählen? Das sind ganz wichtige Fragen, die dein Leben entscheiden. Oder welches Land, in welchem Land soll ich ein Austauschjahr machen? Zum Beispiel, das ist auch eine ganz wichtige Frage für mich, weil ich dort meinen Mann kennengelernt. Also, in welches Land soll ich ein Austauschjahr machen? Welcher Dialekt ist der schwierigste für mich, fragst du, Olivia. Also ich denke, Walliserdeutsch, wenn die Walliser unter sich reden, dann ist es wirklich nicht einfach zu verstehen. Also, vielleicht ist der Walliser Dialekt der schwierigste. Aber wenn die Walliser mit mir reden, dann nachher haben sie ihren Akzent und so, aber sie brauchen nicht alle schwierigen Wörter, die die anderen Schweizer nicht kennen. Sie passen sich ein bisschen an. Wenn du Walliser im Radio hörst, auch, dann nachher hörst du den Dialekt, aber sie brauchen nicht ganz so spezifische Wörter, die niemand anders versteht. Genau. Welche Dialekte, Olivia, das wäre Plural, welche Dialekte sind die schwierigsten? Und dann wären es mehrere Dialekte. Zum Beispiel Walliserdeutsch oder Bündnerdeutsch. Ist Bündnerdeutsch schwierig? Ja. Ich habe das Gefühl, ich verstehe Bündner. Aber bei den Walliser hatte ich wirklich auch schon das Gefühl, da verstehe ich Bahnhof. Also ich verstehe nichts. Aber es ist der Dialekt. Also du musst sagen, welcher Dialekt. Okay, also ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Ich möchte euch noch einmal einladen, die gerne regelmässig mit mir möchten den Livestream haben und auch ein bisschen weiter einen Dialog haben, was man da kann sagen oder wie das so zu und her kann gehen, wenn man zu Gast ist bei Freunden. Dann nachher könnt ihr morgen euch einschalten, könnt ihr mitmachen an unserem Montagabend-Kurs. Oder ihr könnt die Applikation herunterladen über die Applikation. Oder ihr könnt auch einfach auf meine Homepage gehen und
euch einschreiben, dort subscribe für machen und dann immer auf dem Laufenden sein, wenn es etwas Neues gibt. Und danke auch denen, die mich über YouTube unterstützen, die mir einen Kaffee zahlen, dass ich wach bin und mehr machen kann. Also, könnt euch anmelden, könnt euch abonnieren bei meinem Kanal und ich wünsche euch alles Gute, schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche und vielleicht auch nach der Ferien einen guten Start wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen. Bis am Montag am 8. Genau. Tschüss, Olivia.